Konzept vom Forum Z? Ja, beim Forum Z ist die Idee, dass man als Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit zusammenkommen und zusammen über zeithistorische Themen schwätzen, diskutieren. Ne? Da findet sich das Forum Zeitgeschichte. Und da haben wir eine ganze Serie von Vorträgen, also von Veranstaltungen, die auch mit der Aktualität verbunden sind, wie zum Beispiel heute über soziale Ungleichheiten, wo man dann einen Historiker anladen, meistens wie zum Beispiel heute den Hartmut Kelble, und zusammen mit Leuten aus der Öffentlichkeit, aus der Politik, aus der Wissenschaft und aus dem Terrain auch, also über die Themen mit einem historischen Background schwatzen. Wie sind die auf das Thema kommen? Ja, wir sind kurz vor den Wahlen und dass immer mehr an den Medien auch aufkommt, dass soziale Ungleichheiten mehr spürbar sind an der heutigen Gesellschaft. Dann war für uns klar, dass man das auch vielleicht mit einem historischen Hintergrund analysieren. Oft von den Antworten, erst wenn man sich auf Geschichte bezieht, und das mit einem Recul analysiert. Dass Kinder, die in Einelternfamilien aufwachsen, einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind. Das hat damit zu tun, dass das Einkommen dieses einen Elternteils oft sehr viel bedrohter ist. Wenn dieser Elternteil arbeitslos ist, dann kann das nicht kompensiert werden durch den anderen Elternteil. Oder der eine Elternteil ist so stark beschäftigt mit der Erziehung der Kinder, dass er bestimmte Berufsmöglichkeiten oder bestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten nicht mehr wahrnehmen kann. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Ungleichheiten in Europa in den nächsten Jahren ein? Ich nehme an, dass es in allernächsten Jahren keine großen Veränderungen geben wird, weil die wirtschaftlichen Konditionen so sind, dass sie die Ungleichheit nicht verstärken werden. Es kann auch sein, dass die Digitalisierung über Jahrzehnte hinweg zu einer Verschärfung der Ungleichheit führt. Das große Problem wird also deshalb nicht sein, dass die Einkommensunterschiede stärker werden, sondern dass viele Einkommen unsicherer werden und viele Menschen das Gefühl haben, sie haben in ihren Einkommen weniger Sicherheit als andere. Als Bildungssystem lässt sich noch eher aus so als diskriminierend angesehen. Was genau ist das ursprüngliche Problem von diesem Schulsystem und was muss ihn unbedingt erholen, für dieses Problem an den Griff zu kriegen? Ich meine nicht, dass das System absichtlich diskriminierend ist. Ich meine, das ist mal wichtig, das sicherzustellen, richtig zu stellen. Das Problem ist mega noch strukturell gewusst, man einfach eine Population in einem Land, die sich immens verändert hat über die letzten 40, 50, 60 Jahre, und man einfach ein Bildungssystem, das meiner Meinung nach eine ganze Reihe Jahrzehnte einfach verpasst hat, sich mal zu verändern. Und das ist relativ viel geschieht. Das ist angelaufen mit einer großen Fundamentalsreform 2009, 2010 mit der letzten Regierung. Die aktuelle Regierung führt weiter und effektiv fängt den an, Sachen neu zu denken, Strukturen neu zu erfahren. Aber das ist einfach immens viel Retard, den muss abgeholt werden. Für den Hartmut Kelble aus dann von den sozialen Ungleichheiten eine Illusion. Sind Sie dann auch nicht der Meinung, dass es einmal keine sozialen Ungleichheiten mehr geben wird? Nein, ich glaube auf keinen Fall, dass es überhaupt keine soziale Ungleichheit geben wird. Das wäre völlig utopisch. Das Problem der Ungleichheit ist nicht, überhaupt keine Ungleichheit mehr zu haben, denn die meisten denken, dass man ja auch Leistung bezahlen muss. Wer mehr leistet,
soll auch bessere Situationen bekommen. Das Problem ist, mehr Ungleichheit zu haben, als es für die Leistungsförderung nötig ist. Also dieses Problem, wie viel Ungleichheit braucht man wirklich und wie viel Ungleichheit ist gar nicht nötig darüber hinaus. Das ist das Problem, vor dem wir stehen bei der sozialen Ungleichheit. Gar keine Ungleichheit wird nicht zu erwarten sein.